Moje, mein Name ist Jerome Lulling. An lo leiere ma e bësse Letzebäuerch. An Haut schwätze ma iwwer mein neit Videospiel, dem Jerome sein Haus, eng interaktiv Kurzgeschicht. Dir fand Spiel op dieser Internetadresse haus.exercice.lu. Das ist also ein Subdomain von exercice.lu. Heirat zu der Übersetzung. Dem Jerome sein Haus als eng interaktiv Kurzgeschicht von am Jerome Lulling für Letzebäuerch zu lehren. Der Jerome hat sein Handy verloren, hilft ihm bei der Sicht no seinem Handy. Schwierigkeitsgrad Niveau A1 bis A2. Das ist ein Text- und Graphics-Adventure als gratis. Ich schwätze nur noch ein bisschen über die Definition. Du hast vielleicht nicht jeder mit d'accord. Ja, wo fand das Spiel? Also auf haus.exercice.lu. Und da braucht ihr just auf den Link zu klicken. Schon ein Spiel auf Zeit Google Sites oder Google Sites, wie geht das ausgeschwärzt, gesagt. Dann klicken ich mal hier oder da, das ist egal. Na, gucken wir uns da tun. Dem Jerome sein Haus, eng interaktiv Kurzgeschicht op Letzebäuerch von am Jerome Lulling für Niveauen A1 bis A2 Start oder haus.exercice.lu. Dann kommt er am Hannecht op die Seite, wo wir lo waren. Hier braucht er nichts zu machen. Da braucht er auch nichts zu machen. Das sieht ihr normalerweise nicht. Weil ihr seht schon nicht den Editor oder den Autor vom Spiel. Hier hat er Klang. Wenn ich da drauf klicke, dann geht das Spiel ein bisschen mit Klang. Weil er dann hat er da mit weißer Rand. Das ist vielleicht interessant, wenn das Spiel Handy will spielen. Wir spielen aber lieber groß. So. Ja, an oben links gesehen ich lo, da ist auch ein Logo, die gesehen ihr lo nicht. So, haus.exercice.lu, das ist die Adresse. Ja, da fangen wir an. Start. Wie ist dein Firnum? Wie ist mein Firnum? Was für Firnum soll ich mir dann lo raussichern? Ja, das ist natürlich lo, da noch nicht geduld. Irgendein flotte Firnum. Rita. So. Okay. Salut Rita. Ich bin der Jerome Lulling. Ich wohne an einem großen Haus. Ich sichere mein Handy an mein Handys Code. Kannst du mir, wenn ich klift, helfen? Hi, inner der Lin stehen den Befehler für mich. Klick auf das Blutwort und ich mache das. Also, wenn hi Giel ist, dann ist es der Jerome, der mit dir schwätzt. Und hi, wo der Klavier ist, da kannst du dann reagieren. Okay, ich helfe dir, wo bist du, lo? Weiß mir, wann ich klift, den Plan von deinem Haus, also das ist dann das Blutwort, da klicken wir da drauf. Hier ist der Plan von meinem Haus. Ich stehe vor der Treppe. Was soll ich machen? Und dann hast du hier 6 verschiedene Optionen. Geh auf den Speicher, geh an den Schlafzimmer, geh an die Küche, geh an das Badzimmer, geh an das Büro, geh an den Stoff. Und hier ist das Foto mit dem Plan, also der Speicher, das Schlafzimmer, die Küche, Badzimmer, Treppe. Ne? Treppe ist wichtig, da das immer den Hauptausgangspunkt und dann das Büro und Stoff. Losi vielleicht Puristen, die draußen, die so, na, für weiter ein Schlafzimmer, kann ich nicht doch so ein Schlafzimmer? Das geht natürlich auch. Die Foto da ist von dem Computerspiel Little Computer People, kennt ihr vielleicht noch, Commodore 64 aus der Englisch 1985 rauskommen.
an op der Internetseite oldschoolpixels.com do von den eng 3D Verwandlung von dem Bild fand ich ganz schön und schon noch um Autorisation im Erlaubnis gefroht an so dat wir kein Problem den Autor du für Merci dat das Stadtbild am Spiel darf benutzen méi Info iwwer Haus an Spiel dat lesen ich nicht alles für do erklären ich nach einkehr wie ich dat alles gemacht hun aber mich alles Merci soen aber an der Lohai op little Computerfoto von oldschoolpixels.com klickt da geseht da voilà dat das die Internetseite oldschoolpixels wo hier auch erklärt dat as Originalbild von Little Computer People von Activision an hin hue dann hi and here's the same game reimagined in 3D. Also das ist just Foto, nicht das ganze Spiel. Das wäre natürlich auch cool, wenn ich das ganze Spiel einkehr an 3D gehen kreieren, Melo am Moment just die Foto. Da ging ich schon nicht da sind all die Leute, die nicht. Ja, da können vielleicht auch noch so die grammatikalische Aspekte. Also es geht mir hauptsächlich um Präpositionen, Positionen, also das selbst Direktion, trennbar Verben, aufhängen, Handisch gehen. Also das geht von A1 bis A22. A22, Schubalke passe Komposé dran. Also das echte A12 bis A21. Ja. Aber es gibt vielleicht noch ein ernst angestuft. Also am Moment, also wie soll ich so an der momentanen Konfiguration von A1, A11, A112, A21, A22, du hängst dich schon ab, ging ich ausstufen, also Débutant avancé. Ja. Geh ja nicht bei Trab, naja, da sind wir dann bei der Trab, also bei der Ausgangsposition, also High. Und da weiß ich ja ein Zimmer. Aufhängen wir unten. Der kann wirklich Zimmer raussichern, das ist kein Problem. Passt just ab, der braucht eins der Passwörter und schreibt der Steuer per Bayer oder so, wenn der an einem Zimmer fand. Passwörter oder Coden. Geh auf den Speicher. Voilà, ich sind Speicher, schon hat er noch gering gemacht, ja, das ist noch in meiner Position. Hier steht ein Tele, ein Foto, eine Kamera und ein Piano. Was soll ich lo machen? Ich meine, das auch noch ein Stereoanlage. Mich Juren von Haut, die wissen nicht mehr, was das ist, ein Stereoanlage. Du wünschst einmal weggelost. Ja, und dann hat er daneben die Optionen, macht Tele und sich in der Foto am Handy, macht Kamera und schwätzt mit mir, macht Kamera und spielt ein bisschen Piano, gehe ich nicht bei Trab. Wenn ich zum Beispiel mache Tele und ob der Tele erzählt einen kleinen Witz aus meinem Buch, kann ich den Witz gucken, no lauschen, erzähl mal nach einen Witz, macht Tele aus, bleib Speicher. So. Und dann muss er eben so am Spiel no durch all die verschiedenen Zimmer gehen, an um Handy sichern, vergisst dabei nicht auch den Handyscode. Voilà. Das ist das Prinzip vom Spiel. Ich mache keine komplette Walkthrough, also keine komplette Lesung, vielleicht in einem anderen Video. Hier soll mal just für zu weisen, wie das funktioniert. Die Videos dran, sind Audiosdateien dran, die Bilder dran. Dafür das kein reinen Text-Adventure. Gucken wir mal, was Wikipedia dazu alles sieht. Also, sie nennen das Adventure Game. Und da sind dann auch Subgenres. Super schwer, das anzustufen. Voilà, sie schwätzen da von Text-Adventures an Interactive Fiction, interaktive Fiktion, weil das auch ganz interessant wird. Grafik-Adventure, also ist schon nicht angestuft als Text-Graphics-Adventure, weil das nicht nur ein Text, es sind auch Bilder dran mit Kine, das sind Text, Grafik, Video-Adventure oder Text, Grafik, Audio, Video-Adventure.
Sie haben danach the Point-and-Click-Adventure. Point-and-Click, ich weiß, was das ist, und ich hätte das auch können machen. Aber da wäre ich mehr limitiert gewesen bei den Sätzen. Da klickt ihr auf ein Bild und dann möchte ihn da seht ihr, wer den da einen Tierrang soll abmachen oder ob ein Tier, und da geht ihn raus. Aber ich wollte eben auch die Befehle, für nochmal im Imperativ, geh op den Speicher, sich ënner der Vorteil oder so. Dafür das kein Point-and-Click-Adventure Game. Das enkeier eng Point-and-Click-Funktion dran, also für zu weisen auch, dass ich das kennen oder weiß, wie das geht, aber schon mal dezidiert, also schon dezidiert Spiel so zu entwickeln, wie ich lo entwickelt habe. Voilà. Was tun wir noch? Adventure am Deutschen. Ja, die schwätzen da auch von Text-Adventure, also das wird dann nicht mehr Text. Und dann eben halt von Mystery House, das aus von Sierra Online rauskommt. Wenn ich aus das 1980, ja. Also da ist da schon ein bisschen Grafik dran. Und dann eben halt die Point-and-Click, weil da hat just ein paar Befehle und dann geht klickt auf das Fenster und da steht dann da Open oder Close oder da selbst ein Boden Pick-up. Also ich ging nicht, mein Spiel, dem Jerome sein Haus, ging ich nicht als Point-and-Click-Adventure bezeichnen. Ja, hier sieht auch die ganz bekannten neben Maniac Mansion und Zack McCracken und dann natürlich Monkey Island. Wer kennt sie nicht? Commodore, Amiga. Auch einer Computertippe. Du dein ganz Lösch auch von Text-Adventure, wo es impressionant physisch können, dass da so viel geht vergehen. Das kommt der Stadt und das ist ja verrückt. Das geht ja hey, jetzt der Lifthölle für Oberhof, das ist ja Fernsehen, was da alles geht. Aber soweit ich weiß, nicht auf Lützeburg. Tja. Und sie schwätzen auch von Interactive Fiction oder interaktive Fiktion auf Deutsch. Ja, und du kann dann der Spieler selber Einfluss auf die Handlung holen. Das ist eben interessant. Auch interaktive Fiktion am Film. Könnt ihr euch alle so gucken. Das ist ganz interessant, weil da alles von Computerspieler gibt an verschiedene Genres. Franzosen nennen es Jeu d'aventure graphique. Und der andere, das ist Jeu d'aventure textuel. Und da sont les Jeux de type Point-and-Click font partie de cette famille de Jeux vidéo. Ja, das ist auch Point-and-Click, das ist eben, ich meine, mehr bekannt dabei. Und sie schwätzen auch dann, ja, Maniac Mansion, Leisure Suit Larry, Zack McCracken, Monkey Island, Simon le Sorcier. Also da finde ich schon immens viel. Lucasfilm Games, ja. Wie gesagt, soweit ich weiß, gouf nie etwas auf Lützeburg übersät. Und soweit ich weiß, gouf auch kein Text-Adventure auf Lützeburg schon für drin. Ich hatte einen Matschüler bei mir am Lycée, den Alain, ich weiß nicht, ob ich seine Dummheit so den hat ein, das war ein Text-Adventure, den hat LHCE Quest geheischt. Und du weißt du dann am Medisches Lycée am Lycée bei Clement Asch. Und da warst du von engem Klasse soll an den anderen gegangen und da waren da verschiedene Profen und da war dann eben der Lateinsprof und dann hast du eine Übung über Latein. Also immens gut gemacht. Wie schmengen das war. Ich müsste denken, froh, na, was für ein Spruch das war. Auf jeden Fall ist nicht online. Auf jeden Fall war es nicht für Lützeburg zu lernen, weil Lützeburg steht dort an den 80er Jahren, also zu der Zeit, wo ich an die Schule gegangen bin, da sind wir schon überhaupt keine Rolle gespielt. Ganz marginal. So. Und dann Fiction interaktiv. Ja, das ist der französische Ausdruck dann, also das scheint bekannt an alle Sprachen zu sein, den Ausdruck. La fiction interactive est appelée en France aventure textuelle, aventure en mode texte ou plus simplement jeu d'aventure. Le terme fiction interactive dérive du terme historique anglais text adventures. Il est la traduction de l'anglais interactive fiction. Ah so.
terme attribué à Robert Laffort et récupéré par Infocom dans les années 80 pour se démarquer des textes adventures et faire ressortir le caractère littéraire de leur production. Synonyme des jeux d'aventure avec analyseur syntaxique, ces termes définissent aussi aujourd'hui les fictions hypertextuelles et celles à choix multiples. Ja. Also, ganz interessanten Domain. Könnt ihr erst alles eigentlich angucken. So, los sind ich am letztebäuerischen Wikipedia und da habe ich noch Text Adventure Gesicht und da steht dann für Aufruf auf nicht Font. Bon. Wie also mit vielleicht für den deutschen Term Text Abenteuer? Oh, auch nicht. Aber wie war das dann? Interaktiv Fiktion. Wie schreibt denn das? So. Oh. Das Resultat für Interactive Fiction. Oh, nicht du. Das ist einfach nur absolut keine Kritik letztebäuerische Wikipedia. Ich bin ein mega Fan vom letztebäuerischen Wikipedia. Aber das ist just für zu weisen, dass die Genre da meines Wissens nach nicht für letztebäuerisch entdeckt gouf oder göttete schon ginnet vielleicht schon Bücher, ob man so Spielbücher, wo ich von engem Kapitel bei dat einer kann sprangen. Mir online weiß ich lo nicht. Natürlich als letztlich müssen sich dafür dich wohl vorstellen, wie schreibt den da lo Text Abenteuer, schreibt den dann so oder so oder so. Ja. Nee, sorry, ich konnte mir das dort nicht verkneifen, wie sie den dann. Alle, immer weiter so, Junge. Armenischer. Der macht das gut. Andalo, immer Strategy Wiki. Ja, das ist den Abfluss auf mich, ja. Woher könnt die Idee, auf dich mal Little Computer People ganz klar. Das Spiel hat mich immer fasziniert. Schon nie viel gespielt, aber das Prinzip war einfach so herrlich, dass du kleine Menschen hört, denen dann kann rundherum schicken, am Haus Sachen machen und da hat auch dann die verschiedenen Zimmer. Das Spiel wird doch ganz tags gelöst als der Vorgänger von Sims. Sims als vielleicht mehr bekannt bei den Jungen. Aber ich habe selber nie Sims gespielt, ich hatte das Spiel nie. Ich weiß nicht, das will absolut nicht schlecht schwätzen oder so, mich schon. Das ist bei mir immer so, der Dogovic schon, das war ein Little Computer People und dann schon so viel Zeit, um da verbraucht dafür. Murder on the Mississippi, ganz genau. Ja, das ist 1986 rausgekommen und da hat er ein Boot mit Zimmern und an engem von den Zimmern als eine Person umgebracht gehen und dann den Detektiv, wie heißt den Charles Foxworth, den sich dann noch mehr da. Also definitiv auch ein Abfluss auf mich, mir das ist echt ein Point-and-Click. Und dann habe ich den Schein, ja, Murder on the Mississippi, ja, ist ein Point-and-Click-Adventure, richtig. Was ich erschreiben wollte, weisen, also in das 1986 rauskommen, an die Golf. Das Spiel ist auch in einer Version mit deutschen Bildschirmtexten erschienen. Voilà. Den hat er auf Eigeninitiative ohne Zugriff auf den Quelltext per Hex-Editor angefertigt. Ja. Und dafür gab das Spiel auch auf Deutsch, soweit ich weiß, aber nicht auf Französisch oder Lützeburgisch und so weiter. Und ich noch eine Inspirationsquelle. Lazy Jones, ja, Lazy Jones, für was Lazy Jones? Ja, das 84 rauskommt, das ist definitiv kein Text-Adventure, aber hier ist auch die Idee, wo ein Personage auf verschiedene Zimmer geht und dann an all Zimmer kann ein anderes Spiel spielen. Und bei mir ist es so ein bisschen selbst und muss an all Zimmer gehen und kann zwar kein Spiel durchspielen, aber er sich dann eben nur
nur dem Handy oder nur dem Handyscode und so weiter. Lazy Jones ist vielleicht dem einen oder andere bekannt, den an den Fußballstadien daheim als Zombie Nation. Nee, noch nie hören. Ja, das Commodore 64 Kultur ist eine große Inspirationsquelle für mich immer gewesen. Aus Schuld an meiner Liste ist zeitweise echt kontraproduktiv, weil Demo zu den eben sich müsste mit Autoren auseinandersetzen, die all in geistiger Umnachtung oder bald all umkommen sind. Ja, Melo schmengen Tummerhaut September 2022. Also vielleicht in der Zeit auch mal ein Text-Adventure oder Text-Graphics-Adventure für Lützeburg zu entwickeln. Und dann habe ich noch einen Artikel auf CNN von 2000, 20. Januar 2000, also auch für 22 Jahre. Und das ist der Will Wright, der ist ein Autor von The Sims und SimCity. Und hin geht über Little Computer People. So. Did you ever play Little Computer Research Project from Activision, and did it influence you at all? Yes, a long time ago. I've since gotten to know several people who were involved with that project, and many of them gave valuable feedback on The Sims, especially Rich Gold. Die war responsabel für den Design von Little Computer People. Mit Little Computer People, soweit ich weiß, ist aber nicht allein vom Rich Gold, da war noch ein anderen her, den du viel matt gewirkt hat. An den hat auch Pfanne stehen noch nie Kasten, das ist aber auch schön. Vielleicht ist ein Hai dran. Little Computer People. Ja, den David Crane, ja. Weil den hat einen Pitfall für drunten rausbrüchen. Das ist vielleicht dem einen oder anderen Begriff. Voilà, also wenn du mein Text-Graphics-Adventure wollt spielen, house.exercice.lo und dann halt Spiel starten. Das ist nicht ganz groß. Da könnt ihr immer nicht aufbrechen, start neu. Geht nicht enregistriert, also könnt ihr einen anderen umsetzen, zum Beispiel Rocky, ist egal. Und da steht dann eben da Sally Rocky. Voilà, viel Spaß. Über Feedback ging ich mich freuen, positiv oder negativ. Könnt ihr hier drinnen schreiben. Und dann gucken ich für vielleicht noch andere Videos zu machen, wo ich Top-Lesung weise. Also schon eine Abrenner von mir, den hat es gespielt, und die sagt man, hat 21 Minuten dafür gebraucht. Voilà, da wisst ihr Bescheid. Und das war es auch schon ist. Nach viel mehr so Übungen fand ihr auf meiner Internetseite exercice.lu. Theorie dazu fand ihr auf grammaire.lu. Ich bin auch auf Facebook und auf YouTube. An die Bücher, mit denen ich die Sendungen präparieren, Wärmtabellen auf Lützeburg an 170 Witze auf Lützeburg. Vielmals merci für Ihre Aufmerksamkeit. Bis hoffentlich geschwind. Au revoir.